Die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass es hier die grossen Waldbrände jetzt wieder gegeben hat. Und hier ist jetzt mal so ein Überblick über die Aufnahmen, die ich zusammengestellt habe. Hier aus dem Flugzeug sieht man den ganzen Hang in Brand. Und dazu kann man vielleicht sagen, dass das grösste von diesen 7 Feuern mittlerweile, das sogenannte Palisades Fire, das hat am Dienstag, am Morgen um 10:30 Lokalzeit, hat das angefangen. Und in der kürzesten Zeit hat es nachher eine grosse Fläche eingenommen. Man sieht hier auch wieso, nämlich auf der Grund war der Wind. Wir hatten einen Föhnsturm und mit Spitzenwerten von fast bis 100 Stundenkilometer. Und hier sieht man dann, wie es die Funken hat in der Gegend gemeint. Und durch das ist das einfach, wie sie sagen, unkontrollierbar geworden. Da sieht man den Blick aus einem Feuerwehrfahrzeug raus, entlang Highway Number 1, wie da einfach eins um das andere Gebäude brennt. Insgesamt sind im Moment ca. 7'500 Feuerwehrleute im Einsatz. Da hier übrigens sehen wir Aufnahmen von einem Anwohner vom Haus innen. Ich weiss nicht, ob der noch evakuiert wurde oder nicht, aber das sind halt schon dramatische Aufnahmen, die wir hier sehen. Nebst diesen Feuerwehrleuten sind 1162 Löschfahrzeuge unterwegs. Hier übrigens Bilder von einem Spital müssen evakuiert werden. Da die Leute tatsächlich im Rollstuhl, auch in den Betten, einfach durch die Strasse abgerollt, mehr oder weniger. Also über 1000 Feuerwehrlastwagen, dann 31 Helikopter, die mit Wasserbehältern versuchen, die Feuer unter Kontrolle zu bringen, und unterstützt werden die von 6 grossen Wassertankflugzeugen, die dann versuchen, die ganz schlimmen Herden zu bekämpfen. Da sieht man übrigens das Getty Villa, das berühmte Museum, das ebenfalls ist zu Schaden gekommen. Da weiss ich nicht, wie sehr da Schäden entstanden sind. Da weitere Aufnahmen, unglaublich. Das war dann am nächsten Morgen, wo das Ausmaß so langsam aber sicher ist deutlich geworden. Wie wir hier sehen, einfach ganze Stadtteile weg. Kilometer um Kilometer. Hier sehen wir Pacific Palisades. Unglaublich. Dann sehen wir auch ein Meer. Das Feuer ist also bis ans Meer runter und hat hier eine Hütte um die andere vermeidet. Ihr müsst euch vorstellen, da sind die Preise pro Haus um die 24 Millionen $, habe ich heute gehört in den Nachrichten. Und da ist eins um das andere ist einfach weg. Fällt einfach fort an die. Das ist da, wo man durchfährt, wenn man mit dem Highway Number 1 oben runter von Richtung San Francisco herkommt. Ja, und das hört so einfach nicht mehr auf. So, jetzt haben wir von unten hier. Guten Morgen aus Los Angeles. Wir sind hier in der South Bay von Los Angeles, in Manhattan Beach, am Pier. Ich dachte, ich gebe euch kurz einen Lagebericht, wie sie aussieht. Da im Norden, da ist im Moment ein Palisades Fire. Man sieht es nicht aus dem Dunst, aber da der ganze Rauch sieht man da am Horizont, der brünliche Rauch. Das ist alles von diesen Feuern. Und was man kann sagen ist, die Luft ist stickig, man spürt es so ein bisschen im Hals und es schmeckt auch nach Rauch. Das ist so ein bisschen wie der Nachbar, ein paar Strassen weiter hin, ein bisschen zu geil, mit Holzwürpubeln und das Grillfest organisiert. Etwa so schmeckt es sich an. Und je nach Wind hat man auch so weisse, leichte Asche in der Luft. Gestern zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, nein, es schneit. Das ist aber die Asche, die da zum Teil ein bisschen runterkommt. Sehr speziell ist das Licht, und zwar durch den Rauch, durch den Smog in dem Sinn, tut die Sonne so ein bisschen abdecken, und da haben wir jetzt immer das rötliche Licht, wie man vor dem Sonnenuntergang oder beim Sonnenaufgang hat.
Und gestern schon war es den ganzen Tag so gewesen, und das hat so eine komische Stimmung gemacht. So ein bisschen eine beklemmende Stimmung, die es irgendwie nicht für das Auge, glaube nicht gestummen hat. Das ist zumindest am Tag und gleich hat man das goldige Licht, in Anführungszeichen. Im Moment haben wir immer noch den Sand-Wind und das ist eigentlich nichts anderes. Im Bernbiet würde man Föhn sagen. Betroffen ist natürlich immer das Gebiet um Malibu. Dort hat es so Canyons, so Täler, die recht steil sind, und dort drückt der Wind natürlich voll durch. Im Moment ist er nicht so stark, er ist etwa 6-7 Kilometer in Stunde und es sollte jetzt ein bisschen auffrischen. Am Nachmittag habe ich gesehen, jetzt hier in South Bay kehrt es aber in eine Thermik und dann haben wir den Wind, der vom Meer her reinkommt. Aber insgesamt ist die Föhnlage, sage ich jetzt mal, immer noch dominant. So, glaube bis am Freitag sollte es gehen. Gestern am Nachmittag hat es hier auch ein bisschen stärker geluftet, aber nie so, wie es eben hier in Malibu tut. Spüren tun wir hier in dem Sinn ausser die Luftqualität und so nicht viel. Ausser, dass vielleicht auch die Leute daheim bleiben. Es sind viel weniger unterwegs. Jetzt heute mit dem Velo, als ich da bin hergefahren, ist praktisch niemand unterwegs. Und das ist schon so ein bisschen ein Zeichen, glaube ich, dass viele daheim vor dem Fernsehen hocken und die Sache von dort aus mitverfolgen. Das war es gewesen. Soweit habe ich im Moment noch nicht mehr zu berichten. Ich bleibe da sicher auch ein bisschen dran. Ich denke, es braucht jetzt auch nicht mehr, was da irgendwie mit dem Velo in die Zonen reingeht. Für das sind etwa andere zuständig. Aber ich bleibe sicher auch ein bisschen dran. Es nimmt mich vor allem auch Wunder, wieso sind die entstanden und wieso entstehen die Feuer eigentlich immer, wenn es so eine Föhnlage gibt. Das ist etwas, was mich sicher ja noch Wunder nimmt. Aber ja, für das braucht es ein bisschen Zeit der Nacharbeitung, aber da ist ja der von Gunten gut zuständig. Also, merci für die Nachfragen, die ich doch zahlreich bekommen habe. Eben, wie gesagt, hier im Moment alles okay. Und schaut hier, dass ihr daheim alles gut habt. Wir hören uns wieder. Merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.